Hallo zusammen, grüezi miteinander. Ich bin Katrin Erni und ich lade euch ein zu einem neuen Livestream, wo wir zusammen Schweizerdeutsch reden, Schweizerdeutsch üben, miteinander chatten. Hallo Dario, hallo Olivia. Schön sind ihr da. Vielleicht hat es noch andere, die auch schon schauen. Dann meldet euch, könnt doch schreiben, dass ich sehe, dass ihr da sind. Mitmachen, mitschreiben. Heute geht es um das Thema Wohnen. Hallo Nina. Du bist Olivia. Ihr könnt auch schreiben, woher dass ihr kommt. Oh. Koilop, sage ich mal Koilop. Hoi. Heute geht es also ums Thema Wohnen. Wo wohnst du? Jetzt meine ich, ihr könnt natürlich den Ort schreiben, aber ich meine auch, wohnst du? Hallo Ibra, hallo Olga. Wo wohnt ihr? Wohnt ihr in einem Haus? In einem Einfamilienhaus oder in einem Mehrfamilienhaus oder in einer Wohnung. Ja, hallo Tanja, hallo Tekle. Tun mir doch antworten. Wohnt ihr in einer Wohnung oder in einem Haus? Oder in einem Chalet in den Bergen? Vielleicht habt ihr ein Holzhaus. Olivia, du wohnst in Bern und du wohnst in einem Haus. Du hast ein Einfamilienhaus vielleicht. Dario, du wohnst im Moment in Luzern und ihr habt eine Wohnung, deine Frau und du. Olga, du hast auch eine Wohnung. Ibra, du wohnst in Biel. Vielleicht auch in der Stadt ist die Tendenz eher, dass man in einer Wohnung wohnt. Ja, vielleicht eine Wohnung mit Balkon. Oder vielleicht im Parterre hast du eine Terrasse. Ja. Hallo Nina, du wohnst mit deinem Sohn in Rudolfstetten, Friedlisberg. Olga, du hast einen schönen Garten mit deiner Wohnung. Also vielleicht bist du im Parterre und du kannst raus, hast eine Terrasse und hast ein kleines Gärtchen noch. Ja, meine Großmutter, sie hat in einem Block gewohnt, aber zuunterst unten im Parterre und sie hat ein kleines Gärtchen gehabt. Das war sehr wichtig für sie. Wohnst du auf dem Land oder in der Stadt? Ja, wohnst du im Stadtzentrum oder in der Agglomeration? Zum Beispiel, ich bin in der Agglomeration von Freiburg aufgewachsen. Das ist nicht richtig in der Stadt, aber das ist auch nicht total auf dem Land. Olga, das ist ein Dorf, Rudolfstetten. Tanja, du hast eine Wohnung im Stadtzentrum. Das ist sehr praktisch, wenn es gut gelegen ist und du kannst schnell auf einen Zug oder auf einen Bus. Du hast gute Verbindung mit dem ÖV. Und Nina, du wohnst zwar im Dorf, aber im Zentrum vom Dorf. Ja, Dario, du schreibst, dass du gehört hast, dass 22% der Schweizer nur eine Eigentumswohnung haben oder ein eigenes Haus. Ja, und andere, die alle mieten. Ich weiß natürlich nicht genau, ob das stimmt, aber es stimmt schon, dass in der Schweiz viele Leute Wohnung mieten oder ein Haus mieten und jeden Monat Miete zahlen. Und ja, vielleicht erst später oder gar nie ein eigenes Haus kaufen oder eine Wohnung. Olga, du wohnst in Moosseedorf bei Bern.
Ihr seid seit einem Jahr und 6 Monaten in der Schweiz. Okay, ich hoffe, es gefällt euch in der Schweiz. Hallo Ali. Also, wohnst du an einer verkehrsreichen Straße, wo immer Auto vorbeifahren? Wum, wum, wum. Oder wohnst du in ruhiger Lage, wo es nur zum Beispiel Anwohner vorbeifahren und du hast ein bisschen Bäume oder ein bisschen Vögel, die zwitschern oder einfach ein bisschen Ruhe. Ja? Wo wohnt ihr? Wohnt ihr in einer verkehrsreichen Straße oder in ruhiger Lage? Auch in der Stadt gibt es zum Beispiel sehr ruhige Quartiere, wo es weniger Durchgangsverkehr hat. Ja? Dario, du meinst, je weiter von der Stadt, desto besser. Du bist gern auf dem Land, ja? Hast nicht gern so grosse Städte. Olivia, deine Wohnung ist auch ganz ruhig, aber du hast gesagt, du wohnst in Bern, in der Stadt, ja? In der Stadt gibt es auch, zum Beispiel in Bern gibt es eine schöne Fußgängerzone und dort hat es auch wenig Verkehr. Ich denke, dort ist es schön, wenn man so in der Altstadt wohnen kann, in der Fußgängerzone, wo es wenig Verkehr hat. Genau. Also das ist auch wichtig. Wenn du eine Wohnung suchst, dann tust du gezielt suchen, vielleicht mehr in ruhiger Lage, wo es nicht so laut ist. Ja. Dann, wenn du im Block wohnst, dann nachher ist auch die Frage, hey, wohnst du im obersten Stock? Hast du eine Attika-Wohnung? Die meisten, zuoberst oben sind die schönsten Wohnungen. Dem sagt man eine Attika-Wohnung. Im Dachstock, zum Beispiel mit Dachschräge. Oder wohnst du im Parterre oder zwischendrin irgendwo. Tanja, du wohnst an einer verkehrsreichen Straße. Ich hoffe, du hast gute Fenster, dass es nicht so laut ist. Und Ali, du wohnst zwar auf dem Land, aber deine Nachbarn sind sehr laut. Da hast du Pech. Vielleicht musst du mit deinen Nachbarn ein bisschen reden, dass sie mindestens in der Nacht oder so nicht mehr so laut sind. Hat es einen Lift? Das ist vielleicht eine wichtige Frage, wenn du im 4. Stock wohnst oder im 5. Stock oder im 8. Stock. Ja, dann ist es wichtig, ob es einen Lift hat. Ich glaube, ab 4 Stöcken sollte es schon einen Lift haben. Mein Onkel wohnt in Zürich in einem alten Haus im 4. Stock und das hat keinen Lift. Also er muss immer alles auftragen. Er ist sehr fit. Er macht viel Sport. Er tut viel Stege laufen. Ja, Dario, du fragst, was ist Estrich auf Schweizerdeutsch? Dem kann man auch Estrich sagen, das ist gut. Estrich, manchmal ist der Estrich ausgebaut und es hat eine Wohnung im Estrich, ja. Aber es gibt auch Wohnungen, die haben einen Teil vom Estrich. Also du kannst zum Beispiel alte Sachen auf einen Estrich tun zum Lagern. Du kannst im Estrich, ja, ich weiß nicht, was du willst, kannst machen. Also wenn zum Beispiel 6 Familien in einem Haus wohnen und es hat einen Estrich, dann hat jede Familie, kann es sein, dass sie einen Teil vom Estrich hat oder einen Teil vom Keller, ja, wo man zum Beispiel Essen kann lagern oder die Skisachen zum Beispiel oder andere Sachen, die Ski-Ausrüstung. Zäckle, du gehst viele andere Leute besuchen und es ist nicht selten, dass es Wohnungen hat ohne Lift, ja, und dann musst du Sport machen. Das ist
dass du sagst, du hasst es. Vielleicht, wenn man noch unter Zeitdruck ist und muss pressieren und so, das ist vielleicht schwierig. Und man kommt ins Schwitzen und ist ganz erschöpft, wenn man oben nachkommt. Du bist Sanitär. Es gibt einen Sanitärinstallateur oder einen Sanitäter oder eine Sanitäterin. Ja. Das heisst, du gehst zu den Leuten, wenn sie krank sind, wenn ein Notfall ist, wenn sie Herzinfarkt haben oder so. Und dann kannst du gehst sie retten, bringst sie ins Spital oder so. Ah nein, Sanitärinstallateur. Okay. Du tust den Rohr, also beim WC und in der Küche, die Abläufe und so, wenn es dort rinnt, wenn Wasser rauskommt, so mit den Leitungen, den Rohr, den Heizungen, tust du arbeiten. Mhm. Dann hast du viele Kunden, du musst immer zu den Kunden heim. Genau. Mhm. Wer putzt das Stegenhaus? Ja, wenn man eine Wohnung hat, gibt es verschiedene Regelungen. Manchmal ist es gut zu wissen, bevor du eine Wohnung mietest, wie das ist mit dem Stegenhaus. Ja? Der Hauswart kann das Stegenhaus putzen oder vielleicht hat man eine externe Firma, die das Stegenhaus putzen und jeder zahlt ein bisschen. Oder das ist im Mietpreis inbegriffen. Oder dort, wo ich gewohnt habe, früher, haben wir selber das Stegenhaus putzen. Und zwar immer abwechslungsweise von unserem Stock einen Stock runter. Hallo, Hakuna Matata. Bei dir tut auch der Hauswart das Stegenhaus putzen. Das ist praktisch, wenn du nicht selber putzen musst. Was fehlt euch bei eurer Wohnung? Oder was fehlt dir? Oder ist deine Wohnung perfekt? Ist das deine Traumwohnung oder dein Traumhaus? Oder denkst du, ich hätte gerne ein mehr Platz oder ein grössere Fenster, eine hellere Wohnung? Oder ich muss sagen, bei uns im Haus, wir haben ein Haus, da ist das Stegenhaus sehr eng. Also sehr steil und sehr eng. Und das ist schwierig, das können wir nicht unbedingt wechseln. Das können wir nicht umbauen, nicht gut. Und dann, das fehlt mir so ein bisschen Platz im Stegenhaus. Hakuna Matata, dir fehlt eine Frau? Oder ist dein Hauswart eine Frau? Du hast gerne Nachbarn, Olivia, ja? Olga. Dir gefällt, dass es im Sommer frisch ist in der Wohnung. Das ist auch gut, ja? Wenn du wenn es draussen so heiß ist und du kannst flüchten in deine Wohnung, Türen zutun, Fenster zutun und es ist schön angenehm. Ja? Und wenn du eine Wohnung hast im Dachstock oben, oder, dann ist es häufig so, dass es sehr heiß wird. Stegenhaus. Stegen ist, wenn man von einem Stock in den anderen raufgeht. Dort nimmt man die Stege, wenn du keinen Lift hast. Und das ist nicht in einem Zimmer, sondern das ist, man sagt dem Stegenhaus. Es ist eigentlich nicht ein Haus für sich. Genau, Olivia. Dario, deine Frau träumt von einer helleren Küche. Vielleicht hast du einmal Gelegenheit oder ihr kommt einmal eine hellere Küche über. Oder wenn das deine Wohnung ist, könnt ihr mit der Zeit vielleicht eine andere Küche einbauen. Genau. Genau, Hakuna Matata, ein Schrank für das Putzmaterial zum Beispiel. Mir fehlt auch ein Schrank für Lebensmittel oder so kleine Abstellkammern, wo ja, jetzt wird mein Büro manchmal zur Abstellkammer. Wenn sie nicht wissen, wohin mit etwas, kommt alles in mein Büro.
so ein bisschen Platz für eine Gefriertruhe, für Essensvorräte, für Putzsachen. Ja, genau. Alle Stege ist die Treppe, genau. Du hast gerne eine grosse Küche. Also entweder vielleicht ist die Wohnung zu gross oder wenn zum Beispiel ihr schon grosse Kinder habt, die ausgezogen sind und dann habt ihr sehr viel Platz. Das Haus ist zu gross oder die Wohnung ist zu klein. Oder vielleicht ist alles zu alt und man muss es renovieren. Es geht langsam kaputt. Oder es ist zu dunkel. Ich glaube, das Problem, dass es zu hell ist, ist es nicht. Das ist doch schön, wenn es hell ist. Tanja, du hast gerne eine grosse Küche. Also sehr wahrscheinlich heisst das, dass deine Küche zu klein ist. Ist deine Küche zu klein? Hättest du lieber eine grössere Küche? Vielleicht ist auch das Haus oder die Wohnung zu abgelegen, zu weit weg. Ja? Und du musst lang fahren, wenn du arbeiten musst. Oder wenn die Kinder in die Schule gehen. Vielleicht haben sie keinen Bus, weil das so abgelegen ist und kein Bus fährt. Oder das kann manchmal störend sein, das ist mühsam. Oder es ist zu laut. Draussen der Verkehr ist zu laut oder die Nachbarn sind zu laut. Olivia, deine Wohnung ist zu alt. Sie ist noch nicht renoviert, ja? Du möchtest gerne so eine renovierte Altstadtwohnung. Ist sehr schön. Es hat eine schöne Atmosphäre in dieser Wohnung. Zu klein ging sie. Also, Hakuna Matata, du sagst, deine Wohnung ist zu klein und du kannst nicht gut kochen, weil die Küche zu klein ist. Ich muss sagen, in meiner ersten Wohnung hatte ich eine Küche, die war 2 Quadratmeter gross. Also 2 Personen hatten schon fast nicht mehr drin Platz gehabt. Also, da war der Abwaschtrog und da war das Möbel und ja, zum Stehen hat man vielleicht 1 Quadratmeter Platz gehabt, und dann hat es noch Schränkchen rundherum gehabt. Wie viele Zimmer hat deine Wohnung oder dein Haus? Es gibt verschiedene Arten zum Zählen, wie viele Zimmer das sie haben. Also ich habe gemerkt, in Amerika und so zählt man etwas anders. Ja? Also in der Schweiz tun wir immer die Stube, also das Wohnzimmer, die Stube, die tun wir zählen als ein Zimmer. Und dann alle Zimmer, Schlafzimmer oder Arbeitszimmer oder Esszimmer, zählen wir auch zählen. Aber die Küche und Badzimmer zählen wir nicht zählen. Ja, also wir haben eine Stube, 4, 5 Schlafzimmer, 1 Büro. Ja, wir haben 5 Schlafzimmer, eine Stube und ein Büro. Also wir haben 7 Zimmer in unserem Haus. Das ist gross. Wow. Aber es gibt zum Beispiel kleinere Wohnungen und die ganz kleine Wohnung, wo quasi ein Zimmer ist und das ist Schlafzimmer und Wohnzimmer und alles. Dem kann man sagen, das ist ein Studio. Ja? Und wie viele Zimmer habt ihr? Jean Deret, du hast 4 Zimmer. Das ist eine gute Grösse, 4-Zimmer-Wohnung. Olivia, du hast 3 Zimmer. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Kinder das ihr habt, wie eine grosse Familie da ist. Oder vielleicht wohnst du in einer WG mit Freunden oder mit Studienkollegen oder mit anderen Leuten. Ja? Olga, du hast 3,5-Zimmer-Wohnung. Du möchtest Sprachlehrer werden, Ali. Das ist gut. Vielleicht kannst du deine Muttersprache unterrichten.
Das ist eine gute Idee. Ja, also wie viele Zimmer haben eure Wohnungen oder eure Häuser? Wie viel Miete zahlst du? Also wir sind Hauseigentümer. Wir haben unser Haus gekauft. Manchmal braucht man einen Kredit. Man muss eine Hypothek aufnehmen, um ein Haus zu kaufen. Und dann zahlt man die Hypothek. Ja. Olivia, du meinst, Miete ist teuer in der Schweiz, ja? Hakuna Matata, du hast 3-Zimmerwohnung und eine Mansarde eben im Estrich oben. Ali, du wohnst in einer WG, also du hast sehr wahrscheinlich ein Zimmer und dann Zugang zu Küche und Bad und so. Wie viel zahlst du in der WG? Hakuna Matata 1600 Franken für 3-Zimmerwohnung. Das ist sehr wahrscheinlich in der Stadt. Das sieht aus, als wäre es im Zentrum. Olga, du zahlst 1300, das ist schon ein bisschen billiger. Ja. Hallo Mohamed, wie kann man am besten Schweizerdeutsch lernen? Vielleicht mit mir. Ich hoffe, du verstehst alles. Oder mit den anderen Menschen. Viel hören, viel reden, viel versuchen, keine Angst haben. Das ist gut. Genau, in der Stadt Bern, Hakuna Matata, das ist 1600 Franken Miete. Und dann kommt es darauf an, sehr wahrscheinlich musst du noch Nebenkosten zahlen. Also du musst noch Stromrechnung zahlen, die Wasserrechnung, vielleicht Heizkosten. Ja. Ali, du zahlst... Aha, du bist in der WG und ihr zahlt zusammen 1900 für 3 Personen. Das ist vielleicht eine 3-Zimmer-Wohnung oder eine 4-Zimmer-Wohnung. Hallo Shevit, du hast eine 4,5-Zimmer-Wohnung und du zahlst 1400 Franken. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Wo wohnst du? Wohnst du in der Nähe vom Zentrum oder ein bisschen ausserhalb? Alles inklusive, ja, darum zahlst du ein bisschen mehr. Also du hast keine Nebenkosten mehr. Hakuna Matata. Ja, eine 4,5-Zimmer-Wohnung hat die WG. Und ihr habt vielleicht auch 1900 Franken, aber ihr müsst keine Rechnungen zahlen. Ihr habt keine Nebenkosten. Nehme ich jetzt mal an. Ich weiss nicht, ob es stimmt. Aber... Zursi, genau. Zursi ist es ein bisschen billiger. Das ist nicht so eine grosse Stadt. Zursi wohnt meine Tante und mein Onkel, Zursi am See. Das ist eine schöne kleine Stadt. Ibra, du zahlst für ein Zimmer 470 Franken. Das ist gut. Vielleicht, es kommt auch darauf an, wie gross das Zimmer ist, wie viele Quadratmeter hat es. Ja? Zursi ist im Kanton Luzern, genau. Mohamed, du hast ein bisschen Angst und schämst dich, mit den Leuten zu reden. Ich glaube, die Schweizer haben Freude, wenn man versucht, Schweizerdeutsch zu reden. So generell, was ich erfahren habe. Also, du kannst nur einen guten Eindruck machen. Und dann merken sie, wie du immer besser wirst, weil du immer mehr üben. Genau. Also, Mieten sind sehr unterschiedlich. Aber generell ist es ein grosser Teil von unserem Lohn, ja, den wir zahlen für Miete. Hast du es gut mit deinen Nachbarn? Hast du einen guten Kontakt mit deinen Nachbarn? Wir haben zum Beispiel einen guten Kontakt mit unseren Nachbarn. Wenn wir Familienfest haben, manchmal sogar wir sie einladen. Oder meine Nachbarn sind auch an die Hochzeit gekommen, an das Hochzeitsfest von mir und meinem Mann. Wir haben ein ganzes Leben lang nebeneinander gewohnt. Ja, aber im Block, als ich im Block gewohnt habe, habe ich nur
mit einer Familie Kontakt gehabt. Wie ist es bei euch? Du hast auch guten Kontakt mit den Nachbarn. Du hast ein bisschen mit ihnen reden. Vielleicht kannst du auch Schweizerdeutsch üben mit deinen Nachbarn. Ja? Wenn du sie siehst und schnell Hallo sagst. Ja. Wenn du guten Kontakt hast mit den Nachbarn, das ist immer cool, wenn du kannst, wenn dir etwas fehlt daheim und du kannst fragen, kannst es ausleihen, sie helfen dir. Wenn du schnell, letzte hat meine Nachbarin das Auto, ihr Auto ist nicht angefahren am Morgen und sie wollte den Sohn in die Schule bringen und dann habe ich schnell das Kind mitgenommen und in die Schule gebracht. Ja, einige sind ganz lieb. Manchmal lohnt es sich, Nachbarn kennenzulernen. Ja. Hallo, Joao. Und Sabine. Wir haben gerade über die Nachbarn geredet. Und jetzt ist die nächste Frage, fühlst du dich sicher in deiner Wohnung? Ja? Fühlst du dich sicher bei dir daheim? Fühlst du dich wohl? Oder, ja, ich fühle mich sehr sicher. Wir schliessen nicht einmal immer alle Türen beschliessen. Manchmal vergessen wir es. Ja, auch jetzt, du antwortest auf eine Frage, ob du dich sicher fühlst. Du fühlst dich nicht sicher. Ja, wieso? Was ist das Problem? Shevit, du fühlst dich ganz sicher, ja. Mega lieb. Pavel, deine Nachbarn in Zürich sind mega lieb gewesen. Also du bist schon gezügelt, sehr wahrscheinlich, ja. Genau, Mohammed, du hast die letzte Woche im YouTube eingeschrieben. Im Dorf, in der Schweiz, dort fühlt man sich immer sicher. Natürlich, es gibt andere Regionen in der Welt, wo es unvergleichbar ist. Ja, wir haben das Glück, dass es in der Schweiz eigentlich wirklich sehr sicher ist. Ja auch. Der Vermieter kommt zu dir ins Haus, in die Wohnung, wenn du nicht da bist. Das ist komisch. Das ist eine komische Situation. Vielleicht musst du einmal mit dem Mieter reden oder ein neues Schloss machen. Ja, okay. Ja, dann, wenn plötzlich jemand reinkommt, jemand Fremdes oder nicht einfach in deine Wohnung, das ist nicht so angenehm. Findest du, dass die Miete zu billig ist oder zu teuer? Oder hast du das Gefühl, hast du gerade einen guten Deal gemacht? Hast du Glück gehabt? Ich habe, als ich meine Wohnung gemietet habe, hatte ich sehr Glück gehabt. Ich hatte eine Zweizimmerwohnung für 700 Franken. Aber das war zu Murten, nicht in Zürich. Für 700 Franken pro Monat. Aber trotzdem, äh, 700 Franken und am Anfang noch Kaution. Dann ich musste Kaution zahlen, wie alle anderen. Dann plötzlich ist mir, ich habe frisch angefangen zu arbeiten, ich hatte noch keinen Lohn gehabt, und ich musste Möbel kaufen, Kaution zahlen, Miete zahlen, dann war ganz viel gewesen. Aber 700 Franken ist gut. Hakuna Matata, bei dir ist eingebrochen worden. Das ist nicht gut. Ich hoffe, sie haben nicht zu viel mitgenommen oder dass vielleicht wieder Sachen vorgekommen sind oder dass die Versicherung dir den Schaden gezahlt hat. Ja. Aber nachher fühlt man sich weniger sicher daheim. Das ist auch noch ein Gefühl, das verloren geht. Und das kann man nicht so gut zahlen. Ja. Du findest, Pavel, die Miete in Zürich ist gerechtfertigt?
Ja, es ist, man verdient vielleicht auch mehr. Vielleicht ist man gern bereit, etwas mehr zu zahlen, wenn man dann endlich eine Wohnung hat. Es ist nicht so einfach. Ähm, Es ist nicht so einfach, eine Wohnung zu finden im Raum Zürich. Ja? Mein Bruder hat ein Haus gesucht oder eine Wohnung, aber jetzt ist er auf Bern gezügelt. Er hat nichts gefunden, was zahlbar ist. Also er hat etwas kaufen. Nicht mieten, aber kaufen. Pavel, du meinst, in Finnland ist die Miete auch teuer, aber nicht gerechtfertigt. Ich habe keine Ahnung, wie das in Finnland ist. Und Joao, du wohnst in einem kleinen Studio und zahlst 1000 Franken. Vielleicht musst du etwas anderes suchen. Ja? Dass du Ruhe hast von deinem Vermieter und vielleicht findest du etwas Billigeres. Für 1000 Franken ein kleines Studio. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu teuer. Manchmal sagt man, habt ihr das schon gehört, du kannst nicht den Fünfer und das Weckli haben. Ja? Zum Beispiel eine billige Wohnung mit einer Top-Aussicht im Stadtzentrum, alles ganz neu. Ja? Das ist sehr schwierig, alles zu haben, was wir uns wünschen, unsere Traumwohnung und dann noch ganz wenig zahlen. Ja? Darum sagt man, du kannst nicht den Fünfer und das Weckli haben. Der Fünfer ist ein Geldstück, das kommt von früher, also heute ist das nicht 5 Rappen, das reicht ja nie an. Und 5 Franken ist ein bisschen zu viel für ein Weckli, also so ein kleines Brötchen. Aber wenn du ein Geldstück hast, dann musst du überlegen, will ich das sparen, will ich den Fünfer behalten oder will ich den Fünfer geben und mit dem ein Weckli kaufen. Das ist so ein Satz, den man viel hört in der Schweiz, eine Redewendung. Du kannst nicht den Fünfer und das Weckli haben. Du kannst nicht beides haben. Oi, Ali, ich habe schon lange kein Weckli mehr gekauft. Ich weiss nicht. Ich denke vielleicht 60 Rappen oder so. Also es ist nicht so, es ist nur klein, es ist nicht so teuer. Aber ihr könnt es mir vielleicht sagen, wie viel kostet ein Weckli? Hallo, Schokuru. Schokuruk. Ja. Wie viel kostet ein Weckli? Was sagen ihr? Das sind die Brötchen, die so einen Strich rundherum haben. Es gibt Semmeli, die sind so rund, die sind runder. Und die Weckli, sie sind ein bisschen flacher und weich, weniger knusprig und sie haben so eine Linie in der Mitte durch. Keine Ahnung, Olivia. Ja. 1,20. Oh. Das kann auch sein. Vielleicht 1,20. Vielleicht ist das ein grosses Weckli. Ja. Unsere Wohnung oder unser Haus ist sehr hell und modern. Ja. Vor allem in der Stube haben wir ganz, ganz grosse Fenster und am Abend tut noch lange die Sonne reinscheinen. Auch wenn es schon rundum ein bisschen im Garten schon dunkel ist und schattig, es ist noch lange sehr sonnig, ja, bei uns. Wie ist es bei euch? Habt ihr eine helle Wohnung, modern oder mehr so klassisch oder altmodisch eingerichtet oder so in einem ländlichen Stil, so wie auf dem Land früher? Attika-Geschoss. Wow, Pavel, du hast in Zürich ein helles Zimmer gemietet. Also nicht eine grosse Wohnung, aber du hast ein Traumzimmer gefunden. Und das ist nur 15 Minuten vom Zürichsee weg. Also du kannst jeden Tag baden. Das ist schon gut, Pavel.
Das ist super. Also du hast lieber ein bisschen weniger Platz, dafür schön zentral gelegen, an guter Lage und ja, in der Nähe vom See. Das ist natürlich cool. Wir haben keinen See bei uns in der Nähe. Ja, du bist ein Glückspilz, schreibt Olivia. Genau. Harkuna Matata, du hast ein knarrendes Parkett. Parkett ist sehr schön, ich liebe Parkett. Aber vielleicht, wenn es knarrt, das gehört dazu. Das ist so, ja, das ist das Flair von einer Wohnung. Aber ich merke, wenn ich aufschleichen will, wir haben knarrende Stege. Und wenn ich aufschleichen will, schauen, was mein Sohn macht, ob er wieder am Handy ist oder am Computer etwas spielen, dann nachher kann ich nie ganz leislich aufschleichen. Er hört immer, wenn ich komme. Genau, ja auch. Ein Like könnt ihr dazu tun. Ihr könnt unterschreiben, euch einschreiben für die nächsten auf meinem YouTube-Kanal. Das ist gut. Ja auch. Wir haben nicht so eine spezielle Aussicht bei uns daheim. Also es ist okay, wir sehen andere Häuser. Wir sehen einen Platz mit den Kirchen, das ist auch nicht schlecht, aber wir haben nicht grosse, schöne Berge vor der Haustür. Wie ist die Aussicht bei euch? Ist die Aussicht für euch wichtig? Ja, wenn ihr eine Wohnung mietet, ist das wichtig? Hakuna Matata, deine Kinder verwachen sogar vom Parkett. Haben sie sich noch nicht an das gewöhnt? Hallo Lulu, schön bist du da. Mach mit, tu mitschreiben. Ja, also wir haben eine schöne Aussicht. Ist die Aussicht wichtig für dich? Habt ihr auch eine schöne Aussicht? Es gibt zum Beispiel Lagen am Zürichsee, wo man auf den See sieht und Berge sieht und alles. Ist das wichtig für euch? Du siehst nur andere Bünzli-Schweizer. Du, du würdest dich auch als Bünzli bezeichnen. Also alles so säuberlich, fein, geordnet. Ja. Lulu, du bist in England. Dort gibt es auch schöne Aussicht. Ja? Wohnst du in der Stadt oder auf dem Land? Auf was siehst du? Siehst du den Snowdon, Berge oder Themse oder Natur? Sonst? Dann, Thekla, du hast auch gerne See. Seen. Die Seen sind schön, ja. Ich auch sehr gerne Seen oder Flüsse. Gibt es eine gemeinsame Waschmaschine im Haus? Ja, es gibt Blöcke, es gibt Häuser, Wohnblöcke, die unten im Keller zum Beispiel einen Waschraum haben. Und du musst keine eigene Waschmaschine haben. Du musst nicht oben in deiner Wohnung waschen. Du kannst deine Kleider und Bettwäsche und alles in den Keller runterbringen und im Keller waschen. Lulu, du wohnst in der Stadt und du kannst viel Tierchen sehen. Also, hallo José. Gibt es bei euch im Haus, wenn du in einem Block wohnst, in einem Mehrfamilienhaus, gibt es bei euch eine gemeinsame Waschmaschine? Könnt ihr euch abwechseln? Ich tue am Montag waschen, meine Nachbar tut am Dienstag waschen. Und so hat man seinen Wäschtag. Und dort kann man meistens auch die Wäsche aufhängen oder in den Tumbler tun. Mhm. Du wohnst, Lulu, du hast Nachbarn, die Eichhörnchen sind. Eichhörnchen sind deine Nachbarn. Das ist schön.
wenn du aus dem Fenster raus schaust und in den Bäumen kannst du sehen, wie Eichhörnchen dort rumturnen und rumgumpen. Was musst du machen, wenn etwas kaputt geht in der Wohnung? Das ist eine Frage, vor allem wenn du Miet bist, ja, wenn du eine Wohnung mietest. Und dann, was geht zum Beispiel der Dampfabzug kaputt oder die Waschmaschine geht kaputt oder so, was musst du denn machen? Das ist immer mühsam, das ist ein Problem, wenn etwas kaputt geht, ja. Man kann nicht normal funktionieren. Chevit, du meinst, du hast eine Waschmaschine, also einen Wäschraum unten im Keller und du wohnst im 3. Stock und es hat keinen Lift. Ja, also du musst die ganze Wäsche abtragen, waschen und auftragen wieder. Ja. Das ist Sport. Das ist besser als Fitness, oder? Pavel, du tust gerade selber reparieren, wenn etwas Kleines kaputt geht. Ja, das ist super. Tekle, du tust auch gerade selber flicken, wenn etwas kaputt ist. Genau, Dario, man kann dem Vermieter darüber berichten und dann ist immer die Frage, muss der Vermieter das zahlen oder muss ich das zahlen, die Reparatur, wenn ein Fachmann muss kommen? Genau, Lulu, es kommt darauf an, was kaputt ist. Also am besten ist, wenn man jemanden kennt oder vielleicht kann der Hausabwart helfen. Er weiss, vielleicht kennt er gute Adressen und Telefonnummern zu den Fachleuten, zum Sanitärinstallateur oder zum einem Bauunternehmen, wo du zum Beispiel WC neu machen oder so. Genau, Amir, du kannst gerade selber reparieren. Das ist praktisch. Du bist ja der Fachmann. Dann, wenn du eine neue Wohnung hast, dann gibt es meistens ein Datum, wo wir zusammen abmachen, wo du kannst in die Wohnung einziehen. Also wo du kannst zügeln. Ja? In der Schweiz sagen wir zügeln, wenn wir unsere Sachen packen und in eine andere Wohnung gehen oder in ein anderes Haus. Man kann ein Zügelunternehmen engagieren oder man kann selber Freunde zusammentrommeln, Freunde und Familie und alle können helfen. Genau, Olivia, ausziehen ist das Gegenteil. Dir gefällt Zügeln, Pavel? Zügeln. Also, du kannst fragen, ab wann können wir einziehen? Wann können wir zügeln? An welchem Wochenende? Meistens ist Wochenende ein guter Tag zum Zügeln. Dann müssen wir nicht arbeiten, aber ich glaube, man hat das Recht auf einen Tag frei. Wenn du arbeiten, dass du einen Tag kannst frei nehmen kannst, wenn du zügeln. Und dann kannst du fragen, wann sind ihr in dieser Wohnung eingezogen? Also du kannst in der Wohnung einziehen. Wir sind eingezogen. Hakuna Matata, du probierst selber zu flicken und dann wird es noch schlimmer. Ja, es wird alles noch schlimmer. Du kannst sagen, ich habe 2 linke Hände, also nicht nur eine linke Hand, jetzt muss ich schauen, links, oder? Sondern 2 linke Hände. Und dann geht's. Mit 2 linken Händen ist es schwierig, etwas richtig zu machen. Also du kannst sagen, ich habe 2 linke Hände, ich nehme lieber einen Fachmann. Lulu, du bist vor 3 Jahren nach England gezügelt oder umgezogen. Ja, auf Schweizerdeutsch sagen wir mehr gezügelt. Und bist du Schweizerin?
Und dann kann es das geben, dass der Vermieter kündigt. Also wenn du eine Wohnung mieten oder ein Haus mieten, dann tust du einen Vertrag unterschreiben. Ja? Der Vertrag sagt, dass der Vermieter dir die Wohnung für so und so viel Geld zu diesen und diesen Bedingungen vermieten. Ja? Und dann ein Vertrag, so wie wenn du arbeiten gehst, dann hast du auch einen Vertrag und du unterschreiben mit deinem Chef, und dass du für ihn arbeiten. Ja? Lolo, du kommst aus Taiwan. Okay, hallo, Selam. Und dann kann es sein, dass der Vermieter vielleicht die Wohnung selber braucht oder dass der Vermieter die Wohnung möchte umbauen oder so, und er kündigen. Er sagt, okay, es ist Schluss, ich möchte die Wohnung nicht mehr vermieten. Du musst rausgehen, du musst eine neue Wohnung finden. Ja. Und jetzt sind wir wieder beim Ausziehen. Ich hoffe, meine Kinder ziehen noch nicht gerade daheim aus. Ja? Meine Kinder sind Teenager. Der Älteste wird bald 18. Ja? Aber ich hoffe, er zieht noch nicht gerade daheim aus. Das wäre schade. Also, man kann die Kinder ausziehen oder ich muss ausziehen, weil mir gekündigt wird. Oder wenn du einen Partner hast und du hast Krach und es geht auseinander, dann muss jemand ausziehen. Wieder. Aber ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ja. Sind eure Kinder noch daheim oder sind sie schon ausgezogen? Vielleicht hat jemand Kinder, die schon ausgezogen sind. Oder vielleicht ist jemand von euch vor kurzem daheim ausgezogen und mit seiner Freundin oder mit seinem Freund zusammengezogen. Ja? Wenn ein Paar sich entscheidet, wir möchten zusammen wohnen, dann nachher können sie entweder jemand beim anderen einziehen oder sie können einfach zusammen eine Wohnung suchen und zusammenziehen. Sie können zusammenziehen. Also bist du bei einem Freund oder einer Freundin eingezogen? Wann sind ihr zusammengezogen? Oder ist jemand von deinen Kindern mit seinem Freund oder seiner Freundin zusammengezogen? Das ist immer so schön, wenn man eine neue Partnerschaft gründen und zusammenziehen. Ist es schwierig, in Zürich eine Wohnung zu finden? Ist es schwierig, in Zürich eine Wohnung zu finden? Oder habt ihr Probleme gehabt, als ihr eine Wohnung gesucht habt? Ist es lang gegangen, bis ihr die Wohnung gefunden habt oder das Haus gefunden habt, wo ihr jetzt wohnt? Ja? Ist es für euch schwierig gewesen, etwas Schönes zu finden? Wie viele Wohnungen und Häuser habt ihr vorher angeschaut, bevor ihr die richtige Wohnung gefunden habt? Ist das lang gegangen oder habt ihr auf Anhieb gerade sofort einfach das gefunden, was euch gefällt? Ja, das wäre wirklich schade, wenn die Kinder vor 18 ausziehen. Genau, Hakuna Matata. Also, ich hoffe, sie sind nicht mit 30 noch daheim, aber mit 18 muss es nicht sein. Ja. Wie war es für euch, als ihr eine Wohnung gesucht habt? Hallo José. In Zürich sind die Wohnungen mega teuer und ich glaube, es ist auch schwierig, Wohnungen zu finden. Vielleicht ist es gut, wenn man in Zürich oder an anderen Orten Vitamin B hat. Habt ihr Vitamin B in der Schweiz? Habt ihr B
Vitamin B ist so B für Beziehungen. Habt ihr Beziehungen? Kennt ihr Leute, die andere Leute kennen, die euch helfen können, dass ihr eine Wohnung überkommt? Ja, genau, Beziehungen. Habt ihr Kontakt mit vielen Leuten? Habt ihr Vitamin B? Dass wenn ihr ein Problem habt oder etwas möchtet, eben zum Beispiel eine Wohnung finden, dass ihr könnt, euer Vitamin B brauchen, eure Beziehungen, euren Kontakt mit anderen Leuten brauchen, dass sie euch helfen, eine Wohnung zu finden oder eine Arbeit zu finden, eine Stelle zu finden oder ich weiß auch nicht, sonst jetzt kommt mir gerade nichts anderes in den Sinn, aber einfach sonst für Sachen. Leute, die euch helfen. Olivia, du meinst, es ist einfacher für Schweizer eine Wohnung zu finden, weil Schweizer haben sehr wahrscheinlich mehr Vitamin B. Sie haben Familie da und dort, sie haben Freunde und Freunde von Freunden. Und wenn du vom Ausland kommst, dann hast du es schwieriger, weil du das soziale Netz nicht hast. Mhm. Pavel, du hast die super Wohnung innerhalb von 2 bis 3 Wochen gefunden. Das ist super, ja. Du bist ein Glückspilz. Du bist zu der richtigen Zeit am richtigen Ort gsi. Mhm. Alexi, du möchtest gerne eine neue Wohnung finden. Und du hast das Gefühl, die schönen Wohnungen sind nicht für Ausländer. Meinst du, sie sind zu teuer? Oder wieso? Hast du das Gefühl, Schweizer sind rassistisch? Oder die schönen Wohnungen gehen manchmal unter der Hand weg. Unter der Hand. Eben, dass jemand sagt, ich ziehe jetzt aus, die Wohnung wird bald frei. Möchtest du nach mir kommen? Oder kennst du jemanden, der eine Wohnung sucht? Und dass man es gar nicht öffentlich so ausschreibt und sagt, da ist eine Wohnung zu vermieten. Girek, du hast im Februar eine Wohnung gesucht und du sagst, das ist für dich ein gutes Datum gewesen, dann hast du nicht so Probleme gehabt, eine Wohnung zu finden. Im September ist es vielleicht schwieriger, wenn dann alle Studenten auf Zürich kommen und sehr viele Leute eine Wohnung brauchen. Mhm, genau. Äh, was denkt ihr? Ist es besser, eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen? Ja? In der Schweiz mieten ja sehr viele Leute nur eine Wohnung mieten. Zum Beispiel in Polen, wo mein Mann herkommt, haben sehr viele Leute schon ganz jung das Ziel, eine Wohnung zu kaufen. Sie möchten lieber einen Kredit aufnehmen und den Kredit abzahlen und dann eine eigene Wohnung haben, als dass sie möchten die Miete zahlen ihr Leben lang. Mhm. Selam, du meinst, Wohnung finden ist nicht einfach. Ja, auch. Ja, auch. Ja, auch. Unter der Hand. Wenn etwas unter der Hand weggeht, dann wird nicht öffentlich gesagt, da ist eine Wohnung, da ist etwas zum Verkaufen. Wer will, kann es haben, für alle. Sondern unter der Hand ist eben, wenn man da fragt, da ist eine Wohnung frei, hast du Interesse? Alexi, du meinst, das ist Diskrimination. Ah, du denkst, es ist eine Art Selektion, wo die Leute lieber Schweizer wollen und nicht zu viele Ausländer, wo sie nur die Einheimischen beachten und ihnen
Vorrang geben, den Einheimischen. So wie bei der Arbeit. Ja, wenn du eine Stelle suchen, dann gibt es den Inländervorrang. Pavel, du meinst, das Kaufen ist nicht unbedingt günstiger. Ja, vor allem bei diesen Preisen, die es hat in der Schweiz, ist es vielleicht billiger, wenn man eine Wohnung mieten. Du bist flexibler. Wenn du eine Wohnung mietest, dann kannst wenn du noch jemand anderes eine Stelle hast, kannst du einfach die Wohnung kündigen und noch jemand anderes etwas suchen. Mhm. Hallo Miguel. Was denkt ihr? Langfristig gesehen, Pavel, ist es besser, eine Wohnung zu kaufen oder zu mieten? Kurzfristig natürlich ist es sehr wahrscheinlich gut, eine Wohnung zu mieten. Aber langfristig, auf die lange Zeit raus, wenn du weisst, da möchte ich wohnen, da möchte ich leben, an diesem Ort. Genau, Lulu, wenn man viel zügeln muss, ist es sicher gäbiger und einfacher, wenn man eine Wohnung mieten. Und was denken die anderen? Habt ihr das Ziel, eine Wohnung zu kaufen oder habt ihr vielleicht schon eine Wohnung gekauft oder ein Haus gekauft oder ein Reihen-Einfamilienhaus gekauft? Ja. In England gibt es so schöne Reihen-Einfamilienhäuser. Die sind ganz schmal und eins am anderen an, aber immer zweistöckig und einfach ein Haus mit einem kleinen Garten hinten dran. Wir haben uns entschieden, etwas zu kaufen. Und auch wenn wir das vielleicht nicht brauchen, wir können es immer wieder verkaufen. Natürlich in der Hoffnung, dass die Preise der Wohnungen nicht sinken, sondern dass die Preise der Wohnungen eher raufgehen. Aber dann musst du manchmal auch renovieren, Geld investieren. Hakuna Matata, natürlich, du kannst auch kaufen. Und wenn du nicht drin wohnen kannst, dann kannst du es auch weiter vermieten. Ja. Dann kannst du Geld verdienen und mit dem Geld vielleicht dann die Wohnung zahlen, die du noch jemand anders mieten musst, wenn du nicht mehr in deiner Wohnung wohnen kannst. In England, Lulu, sagt mir, dass die Häuser, die über 50 Jahre alt sind, noch neu sind. Naja, es gibt auch 100-jährige Häuser und 200-jährige Häuser. Das ist alles relativ, ja. Die Frage ist, ob sie neu renoviert sind, ob sie gut im Stand sind oder ob es alles verlottert ist und alles auseinandergeht und alte Fenster hat, die nicht isoliert sind, dann ist es natürlich nicht so schön. Selam, du denkst, es wäre besser, wenn man Geld hat, wenn man sich das erlauben kann und einen Kredit bekommt. Natürlich, nicht alle Leute sind kreditwürdig und können den Kredit aufnehmen. Ja. Dann nachher ist es besser, ein Haus zu kaufen. Und Girek, du meinst, du würdest gerne ein Haus kaufen. Aber noch nicht jetzt. Du willst dich noch nicht so festlegen. Ja. Jetzt bist du noch frei und unabhängig. Wenn man ein Haus hat, ist man schon mehr angebunden. Ja, Dario, es sind schon so ein bisschen schwindelerregende Preise, sehr hoch. 1 Million Franken, noch mehr, 1,5 Millionen, 2. Das sind sehr hohe, das macht auch Angst, einen Kredit zu nehmen, so einen grossen Kredit, ja. Pavel, du würdest einem anraten, dass wenn man ein Haus kauft, dass man auf dem Land ein Haus kauft. Auf dem Land ist es noch günstiger, es ist bezahlbar, man kann sich das vielleicht schneller leisten als in der Stadt. Natürlich in der Stadt, im Stadtzentrum, in Zürich zum Beispiel oder so, das sind horrende Preise.
Und dann kann man ja pendeln und heutzutage gibt es immer mehr die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Also du musst gar nicht unbedingt dann so viel unterwegs sein. Je nachdem, was dein Job ist, was du arbeiten. Ja, ist es besser, eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen? Pendeln, ja, es hat seine positiven Seiten und seine negativen Seiten. Ja. Wenn du weit musst pendeln und jeden Tag viele Stunden unterwegs bist, ist das schade für die Zeit. Ja. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Hakuna Matata, du kannst dir nur ein Schneckenhaus leisten. Also vielleicht ein Zelt, wo du auf den Rücken bindest und dann kannst du mit dem wandern und zelteln. Das ist sehr ökologisch, meint Olivia. Ja, in der Stadt hat man häufig besseres Internet. Aber heute in der Schweiz, denke ich, hat es an vielen Orten schon sehr gutes Internet, oder? Internet ist wichtig, ja. Ohne Internet ist es schwierig zu leben. Ja, dank Internet können wir uns heute treffen, miteinander chatten, miteinander reden und Schweizerdeutsch lernen. Das ist eine super Sache. Und was nervt dich in der Schweiz am meisten bezüglich der Wohnsituation? Ja? Nervt dich etwas Besonderes? Ja? Oder was gefällt dir? Was ist viel besser als bei dir daheim in dem Land, wo du herkommst? Was gefällt dir? Ja? Lulu, du findest, in der Schweiz in der Stadt hat man besseres Internet als nicht in der Schweiz. Ja. Die Schweiz ist manchmal schon fast wie eine kleine Stadt, grosse Stadt. Es hat immer mehr Leute im Mittelland. Also was nervt dich bezüglich der Wohnsituation? Ich glaube, es nervt niemand etwas. Ja. Vielleicht die Nachbarn, die laut sind oder die nicht nett sind. Oder vielleicht ist etwas mit dem Parkieren draussen, dass es schwierig ist, einen Parkplatz zu finden vor dem Haus. Oder vielleicht gibt es so Hausregeln, dass man zum Beispiel nicht Tiere haben darf. Vielleicht es gibt viele Mietwohnungen, wo du keine Hunde darfst haben oder keine Katzen. Und das wäre schön, wenn du könntest ein Haustier haben. Oh, Dario, du darfst nicht einmal duschen nach dem 10. Ja, und es ist schon bald 10, also die Zeit geht immer sehr schnell vorbei, ja. Aber am Morgen darfst du duschen. Mhm. Das ist dann schade, wenn du nicht duschen kannst. Dann bist du schon ein bisschen eingeschränkt. Ali, du hast das Gefühl, dass Angebot und Nachfrage nicht so wirkt. Also wenn es an einem Ort zu viele Wohnungen gibt, sind sie trotzdem noch teuer. Das kann ich mir nicht so vorstellen. Ich denke, mit der Zeit sollten dann die Preise schon runterkommen, wenn das eine längere Zeit so eine Situation ist. Ah, wenn du dich beklagst oder so, ja auch, und ein Formular schreibst oder so, dann kommst du keine Antwort über. Das hast du geschrieben. Mhm. Ja, so viel zum Wohnen. Ich weiß nicht. Wenn ihr noch eine Frage habt, könnt ihr ja noch eine Frage schreiben. Mir kommt im Moment gerade nicht mehr Sinn. Wir haben sehr viel besprochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich hoffe, ihr habt auch viel Wortschatz lernen zu dem Thema Wohnen und Wohnungen mieten und vermieten und einziehen, ausziehen und so weiter. Ja. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche dabei. Du hast viel gelernt, Olivia, super. Ihr könnt auch bei mir da unten euch einschreiben und anmelden für das YouTube-Video. Es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wir haben schon mehr als 14'000 Leute in unserer Community. Es wächst, es werden immer mehr. Ja, ich freue mich, dass ihr alle da sind, dass ihr mitmacht, dass ihr schreibt, für alle die gechattet haben, die Antworten gegeben haben. Das ist natürlich sehr wichtig. Ich allein, wenn ich das machen würde, das wäre auch halb so interessant. Ja. Nächste Woche um die gleiche Zeit, genau, nächste Woche am Dienstagabend um die gleiche Zeit, am 8. machen wir wieder einen neuen Livestream. Ja, und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und ihr könnt eure Wohnung, euer Zuhause geniessen. Auch jetzt besonders wenn ihr im Homeoffice arbeitet und so. Ja, ich komme nicht ganz draus, was du meinst, aber ich glaube, wir lernen es da. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit, eine gute Nacht, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!